Ik begrüße jullie in Namen Jesu van de Samariërs. Mir freut het war hier von der für jullie zu sein, wenn die auch nicht hier in unserer Markt sind, hier in der Kirche. Aber mir freut es zu dass wir die Gelegenheit dort verreicht haben, dass wir kann Gott sein Wort das verspreiden, zu predigen. Und ich habe mir einfach al gebankt, die gehen alle. Das ist wirklich eine Zeit, wo einer dort antworten, dass wo viel wird dort erst von der Versammlung, wenn Gott seine Kinder sich versammeln kann, um einer den anderen Trost zu geben, wo wir kann uns begrüßen und bloß taub zu kommen. Das haben wir sind auch nicht könnt, und ich habe mir das noch gebankt. Und wir sind in einer Zeit, wo uns viel Trost fehlen wird. Und ich will von der Samariërs, ich habe mich in Thema gewählt, ich habe mit einer Frau Stahl gewählt, das ist, auf wem sollst du dein Vertrauen? Das ist der Hauptsache, das ist, wo wir wollen Frieden finden, das ist wo wir uns, in wem wir uns unser Frieden sehen und uns Vertrauen saten. In Jesaja 26, Vers 3 sagt dort, wer den Glauben an die hält, also Gott, und sich ganz auf die verlässt, den gibst du Frieden, andere Frieden. Einmal glaube ich vielleicht, wir haben Frieden, aber der Friede ist in der Wirklichkeit bloß von Büten, der ist nicht in der Wirklichkeit von Bern. Aber hier sagt Jesaja, dass der, was sich am Arm verloren hat, was seinen Glauben an Arm holen hat, also an Gott, der hat andere Frieden. Gott wird am andere Frieden geben, und das ist, was uns fehlen hat. So, ich würde allen Tau roepen von der Samariërs, wo immer je versammeln doen, thuis am Heim mit je Familie taub, zat je dol en nehmt je Bibeln en sloot die op. Ik wou daar veel verschillende schriftstellen gaan van de Samariërs, wat mij veel troost geven doen en ook al gegeven hebben in de vergangenheid. En mijn gebed is dat ook wat junt wordt ook een troost zijn van de Samariërs. Dus ik al zeggen, dat is wirklich sehr wertvoll, wenn wir uns versammeln können. Aber nu in dieser Zeit, dass wir das nicht kennen, dann wundert einer einmal, wo das zuerst dort einige Menschen sich sogar wählen, und wenn sie auch die Gelegenheit haben, sich zu versammeln, dann wählen sie sich, lieber tüß zu bleiben und nicht sich zu versammeln mit anderen Glaubenden taub. Das ist so viel wert. Und wir haben das auch in der Schrift sagt auch, dass wir sollen nicht abhören mit uns versammeln, einer mit den anderen taub. In Hebräer 10, Vers 25, und da lese ich, es steht, von der Versammlungen weichblieben, so aus eingedaun. Hier sagt es, so ist eingedaun. Nicht alle daun dort, aber eingedaun dort. Dort will wir nicht. Aber viel lieber uns untereinander Mut zu sprechen, und dort ist wichtig, weil es der letzte Tag nur kommt. So aus gesehen kann. So das ist wichtig, dass wir uns versammeln daun. Aber wir sind in einer Zeit nu von der und da, wo wir dort nicht können, wo wir uns nicht versammeln können, um uns zu beschützen von dieser Krankheit, die da rumgehen wird. Und wir können das auch verstehen. Diese Zeit, wo wir sind, der hat sich so böse geändert. Und dass wir uns das vergeteilt haben. Keiner hat sich das vergeteilt, geteilt, dass das würde sich rumnehmen. Wer wisst das? Wer wisst das, dass wir wollen mal unsere Plans ändern? All die Plans, die wir vielleicht hatten geplant für diese vergangenen Monat oder sogar die Werk und so weiter. Wir hatten verschiedene Plans, was wir im Sinn hatten, was wir wollen tun. Wer wisst dass wir alle wollen mal ausstrecken und an der anderen? Ich glaube, keiner hat sich darauf verloren. Wir tun einmal weit und verrückt, dass wir uns Dinge planen, was wir hier wollen tun, was wir dann wollen tun. Und nun wird es dort bloß aus, dass was wir uns planen tun, durch haben wir uns nicht wirklich verloren. In der Sprecher 16, Vers 9 sagt, ein Mensch plant sein Weg, aber der Herr bestimmt, wo er geht. Ist das eine bestimmte Zeit, was Gott bestimmt hat? Ich glaube, Gott wisst hier am, er wisst ganz klar, was da wird passieren. Er wisst ganz am und er leitet auch tau. So Gott wird sich ganz bekannt mit dieser Zeit, was da kommen wird. Er wisst das gut. Und haben wir das nicht unbekannt. Er grüßt sich da nicht, haben das wo dran nehmen. Er wisst das und er leitet tau. Und ich glaube, für uns auch. Dann dachte ich an eine Schriftstelle von Jakobus, wo das von geschrieben wird, von wo wir unsere Zeit nicht planen sollen für die Zukunft.
In Jakobus 4, Vers 13 und 14 sagt er zu steht, horch mal her. Jakobus sagt, wir sollen mal horchen, was er zu sagen hat. Er sagt, horch mal her. Jeder du sagen, von der oder morgen, weil wir in die oder in die Stadt gehen, ein Jahr da bleiben, Handel treiben und gewinnen. So er sagt, das sind einige Söhne, die dann für das ganze Jahr all planen, was sie wollen tun, dass sie wollen hier oder da fahren und an den Handel treiben. Und dann sagt er, es steht in Vers 14, die weiten überhaupt nicht, was morgen sein wird. Und das ist nicht auch gleich so, das stimmt so klar. Er sagt, die weiten nicht, was morgen sein wird. Dann vergleicht er das mit uns Leben, wo gerade uns Leben ist. Er sagt, was ist ein Leben? Das ist so aus, wenn ein Nebel abkommt und bald wieder verschwindet. So wie kann uns gleich Plans merken sein, wie wollen das oder jant, was wir tun. Wir sollen lieber sein, wenn Gott das so will. Wenn er das so will, wenn es in sein Sinn ist, in sein Plan ist, dann wollen wir das oder jant tun. In Sprüche 27, Vers 1 sagt, lob nicht den morgenschen Tag, willst du weißt nicht, was von der noch passieren kann. Weil von der, wenn wir durch diesen Tag leben, wenn wir mit dem Einkommen, wir weiten gleich, was das Tag noch alles was bringt. Also wir weiten nicht eine Stunde mit der nächste. Da sind wir noch unbekannt mit. Aber ich kann fasten vertrauen, in dieser Zeit, wo wir sind, wo wir leben tun, wir können uns vertrauen, dass Gott wird uns helfen in dieser Zeit. Weil Gott ist unser Help. Neben wir können gehen. Dort können wir uns vertrauen, ganz absagen. In Jeremia 17, Vers 7 sagt er, über der Herr wird den Mensch segnen, wer sein Vertrauen auf arm sagt. Der sich ganz auf den Herrn verlässt. Nicht bloß in kleinen Ängsten, aber ganz. Er sagt sogar, dann wo wir gesegnet werden, wenn wir dort wollen tun. So sagst du den Vertrauen auf den Herrn? Hör mal, was er sagen wird, dass wir wollen sogar gesegnet werden. Und dass wir uns Vertrauen ganz auf arm leihen tun. Nicht bloß in kleinen Ängsten, in kleinen Bettchen, oder bloß einzige Dauert, eine einzige Zeit, aber er sagt ganz. In der Schriftstelle, was wir in Jesaja 41, Vers 10 hier dann und lesen, dann, was mir ein sehr großer Trost ist, was zu sagen, dass ängst die nicht, willst ich sie mit dir. Fürcht die nicht, willst ich sie den Gott. Ich will die stark merken und die helfen. Und mit meiner rechten Hand, wo ich die holen und bewahren. Weil diese Vers haben wir uns immer weiter lesen. Jeden Tag haben wir uns das einen und uns darauf verloren. Das ist für die und für mich, wenn wir Gott seine Kinder sind. Wie haben wem wir können gehen, ab wem wir uns verloren können. Und wenn wir auch in dieser Zeit sind, wo wir vielleicht nicht erlaubt sind, viele Dinge zu tun, wo wir unsere Dinge ändern, unsere Plans ändern, wir brauchen deswegen nicht stillstehen und Furcht und nicht weiten, wo wir wieder hin sollen gehen. Wir können deswegen wieder gehen, wenn wir auch Dinge vielleicht ändern tun, Dinge anders machen tun, so wie hier nu von der auch wieder machen tun. Wir müssen unsere Kirchen ändern, wo wir Kirche holen tun. Aber ich bin Gott dankbar, dass wir das können, auf dessen Weg tun, dass Menschen deswegen von Tüß anschauen und Gott sein Wort hören. Wir haben dort fertig. Und das ist auch ein Geschenk von Gott. Wir danken Gott dafür. So, wir müssen bosig Veränderungen merken. Wir wissen gleich, dass sich das, wo sie sich annehmen, das hat wir uns nicht mal verrückt geteilt. Aber wir können das nicht tun in dieser Zeit. Und wir müssen auch unsere Schulen, die ändern sich. Unsere Kinder, die können nicht mal in der Schule gehen. Sie müssen Tüß bleiben. Und weil ich auch das, wenn ich daran denke, das ist sogar auch ein Ding, wo wir dankbar für sein, weil es das ja für uns die Gelegenheit bei unseren Kindern taub, ihre Schularbeit zu tun, in Wirklichkeit mehr mit taub sein, sein, wo die lernen tun und was die lernen tun. Wir können ein großer Part werden von dort, was sie tun, täglich in den Schulen, wo wir dann zu der Zeit nicht können so sehr mit sein. Aber hier können wir in ihrer Mäd sein und ihnen helfen. So dafür können wir Gott danken. Wir können dankbar sein. Gleich grunzen bloß über Dinge, die sich daran genommen haben. Aber wir können nur kicken und sein, das sind gute Dinge, die da kommen. So ich sagen, wenn wir ein Kind Gottes sind, dann haben wir wem, wo wir uns können handrennen, wo wir uns können verloren, wo wir uns anholen können.
Waar Jesaja 41 vers 13, ich las ik vers 10, dat is vers 13, ook een zeer goede vers, wat er zijn dat, hou dat im denk. Hij vangt aan, zegt je, met hou dat im denk. Ik geloof, we zijn eens zeer vergeten. So hij zegt je, hou dat im denk. Ik de Heer, zie dien God. En ik hou die bij die rechte hand. Eerst zei dat hij wil ons met zijn rechte hand houden. Nu zegt hij houdt ons in onze rechte hand. Verloot die erop, want ik zei, angst die niet. Ik wil die helpen. We brauchen nicht Angst haben. Wir haben einen Gott. So angst die nicht, sagt er. Er wird uns an der Hand holen. Woran sagt die Bibel so viel mal, dass wir nicht brauchen Furcht haben? Ich glaube, dass wir Gott ist ein allmächtiger Gott. Weil Gott ein allmächtiger Gott ist, in dem wir können haben aus uns Ständer, wird uns an der Hand holen wird und uns wird beschützen und leiden, zu alle Tiden. Er kann alles leiden und führen, nur sehen wollen nur. Epheser 1, Vers 11 sagt Paulus zu Epheser, es steht, in Christus hat er uns im Verrüt bestimmt, seine Ohren zu sein, so als er dort geplant hat. Und an der letzten Part von der Vers gleich das sagen, was er hier sagt. Er sagt, und er führt alles so aus, als er dort will. Was ihr da ist und was er ist, in was von den Umständen wir hier sind, ab Erden, aber dort, was Gott will tun, was er tun will haben, dort führt er so aus, nur sehen will nur. Du hast nichts, was am abholen wird, von sehen will und tun. Und dessen Gott haben wir als uns Partner, als ein, den wir uns können verloten, wo wir können nur gehen, wenn uns Trost fehlen wird, wenn uns Angst worden wird, oder was immer das ist. Und wir können auch mit König David mit sein, was ist das sein, das im Psalm 23, Vers 4. Und wenn ich auch durch den düsteren Tunnel gehe, fürchte ich kein Eichleck. Wils du bist bei mir, dein Stock und dein Stadt sind mein Trost. Er ist bei uns. Er ist von dir, gerade hier, wo wir sind. Er ist hier bei uns. Und dann, wenn wir durch schwere Tiden gehen, oder durch den düsteren Tunnel gehen. Und dann war Jesaja, ich fing viel Trost wieder in Jesaja-Brief. Jesaja 40, Vers 30 sagt er, in Jünglicher kann Meid und mutlos werden, und ein junger Mann kann sich verstoppen in Hand fallen. Und dann Vers 31 sagt er, über die wird sich ab dem Herrn verlassen. Er sagt, das war über die wird sich ab dem Herrn verlassen, kriegen frische Kraft, dass sie abfliehen aus den Udler, ab seine Pflichten. Dass sie ranen können, ohne mutlos werden, und dass sie schreden, ohne dass sie meid werden. Sei Gott Trost, nicht wahr? Sei ein schöner Trost für die wir haben in Gott sein Wort. Ich glaube, wir als Menschen, wir vergessen oftmals, wenn wir horchen down oder nur rechten in der Welt und so wieder, wir lassen uns angrühlen und dann vergessen wir, wer uns Gott ist, wem wir haben, wo wir können nur gehen. Dann horchen wir lieber nur so eine Stadt und lassen uns ängsten und angrühlen. Aber wir vergessen, dass wir haben einen Gott, der alles regieren wird. Gott hat das alles in seiner Macht. Er regiert dort. Er hat das in seinen Händen. Der Chef sagt, ich sehe der Herr, jüng Gott, der dort mehr in das große Wallen anriert. Ich sehe bekannt als der Herr, der alles regiert. Jesaja 51, 15. So ich habe weiter hier. Er sagt, ich sehe die, was der regieren wird. Dann hat eine Frau von uns alle, bist du bekannt mit diesem Gott? Wirklich bekannt, hast du eine Erfahrenheit mit Gott, dass du weiten kannst, dass er alles regieren wird in dein Leben, in mein Leben, in alle Wegen auf der Welt. So deswegen will er haben, dass wir sollen uns glauben und uns vertrauen, ganz auf Ansagen. Wo sollst du den vertrauen? Auf wem sollst du den vertrauen? Und wir müssen Glauben haben. Gott will haben, dass wir sollen einen Glauben haben, wie als Christen. Hebräer 11, Vers 6 sagt, dass sogar über ohne Glauben ist das allmählich Gott zu gefallen. Bist du Gott gefallen, dann musst du Glauben haben. Wenn du nicht Glauben hast, dann kannst du nicht mal, dass allmählich sagt, dass Gott zu gefallen. Wer nur Gott kommen will, muss leben, dass er ist. Und dass er die belohnt, die am ernstlich sehen. So mit was belohnt er uns? Ich glaube,
dat vrede te gaan en vrijheid te gaan en weten dat hij bij ons is, dat alleen, dat is al een grote beloning die hij ons geven wordt, wanneer we den geloven aan hem gaan, dan hebben we hem gevallen. So we moeten in deze tijd, wo we zijn, moeten we geloven gaan aan God. En wanneer we dat niet gaan, dan worden we angst gaan en worden we arru gaan in onze harten, in ons leven. We weten goed, uit onszelf, wo zich dit nog wat ram neemt, hoe lang deze krankheid wat ram zijn, oder so wieder. We weten goed. Aber, waar als ik zei, dat we kunnen ons vertrouwen op God leiden in deze tijd. Hij wordt die vrede geven. Hij zegt het in zijn woord nu, dat hij ons vrede geven wordt. Dan wundern wir vielleicht, ja, wie als Gottes Kinder diese Krankheit überstehen können, wird diese Krankheit nicht uns als Christen überfallen? Wir weten gut. Wir weten das gut. Wenn Gott das nicht so will, dann wollen wir das nicht kriegen. Was er da sagt nach Himmel, das ist in Gott seine Macht. So hast du Angst? Ich habe sogar von einzelnen Menschen gehört, die sagen, sie können nicht mal schlupen. So eine große Angst haben die können nicht schlupen, die leiden sich durch und die haben so eine große Furcht, die denken die immer, was danach kommen wird, was passieren wird mit ihnen oder mit ihrer Familie und so weiter. Wenn du in dieser Lehre bist, da will ich die Tauroden, nur Gott sein Wort drehen und sehen durch, wie viel Trost wir haben, wie viel Frieden wir können finden in Gott. Die kann ich David jetzt steht im Psalm 4, Vers 9. Ich will mich durchleihen in einem Fried schlupen. Hört sich das nicht schön? Ich will den Himmel lesen. Ich will mich durchleihen in einem Fried schlupen. Willst du bloß du haben, dass ich in Sicherheit wohne. So David sagt, dass er weiter, dass bloß du, was das kann tun, dass er kann in der Sicherheit leben. Er kann sich durchleihen und er kann schlupen im Frieden. Und so kann er in die auch. Aber weet je, de tijden zijn we zo ondankbaar. En we doen dingen wat God niet gevallen heeft. We leven ons leven vielleicht in Grenzen bloß, wo God alles regieren heeft. Wat we moeten gaan en wat we daar kunnen doen en zo wieder. Dan valt hem dat bij van krijgssoldaten, de Israëlitische gingen als die weer uit Egypten uitgehaald worden, gingen wijs. Als die in de wüste weer. Zij jammerieren in Grenzen, in de tijd wo ze baan waren. In 4. Mose 21, daar lees ik van een Geschichte, in geen part van wat ik wel van reden weet, wo de mensen ook jammerieren en klagen deuten over God en over Moses, dat hij had uit Egypten uitgehaald, dat ze gingen wijs waren, voor dan enter te gaan deuten en zo wieder. Dat zegt in vers 4, dat volk wordt wordt op en weg verdrisselijk. En reed jij in God en jij in Mozes. Vrouwen, waarom heb je ons uit Egypten uitgebracht, dat we in deze wildernis sterven? Ze vragen, waarom bracht je ons hier uit, dat we zullen hier in deze wildernis sterven? Dat is wat de vrouw weer te Mozes en te God. Dan zeggen ze sogar, hier is geen brood oder water. En dit praste eten ekelt ons al. God had ihnen gegeven dat ze kunnen leven blijven. God had ihnen begoofd met manna vom Himmel en Fleisch gegeven dat ze kunnen eten, dat ze kunnen leven blijven, ook water. En ze zijn hier ihnen ekelt dat al. Ze staat grunzen ze gegen God. En kijk maar wat God dan deed. In vers 6 zegt, dan schickt de Herr dale, jafje Schlangen mangt dat volk. Wat de mensen bijten, dat vele Israëlieten sterven. Dit weer de volgende van, dat ze best jammerieren deden en grunzen deden. En God weet hen dat jammerieren en grunzen, dat kunnen slechte volgen haben in ihr Leben. Aber dann drehen sie um, sagt er, dann kommen sie nach Moses und sagen, wie haben gesündigt, dass wir jeden den Herrn in jeden die geredet haben. Bet den Herrn, dass er die Schlangen von uns nimmt. In Moses bet für das Volk. Mir kommt einmal geduldig für, was Moses sogar auch noch wie mit das Volk. Wenn die bis grunzen deiden und jammerieren deiden, zu arm und auch zu Gott, und dann, wenn sie erst, wenn eins von Eber kämen, dann, wenn sie drei kämen, frühen,
dass er soll beten verehrt, Moses dort zu wegen. Dann sagt der Herr zu Moses, merkt dir eine bronzene Schlange und bein die hoch und eine Stange ab. Wer gebeten wird, soll diese Schlange ankicken, dann wird er nicht sterben. Interessant ist was er hier gegeben hat. Sie werden von Schlangen gebeten worden, nu soll er eine bronzene Schlange merken, der abhängt, und wer wird nur die Schlange kicken, der wird geheilt werden. Das hat Gott gesagt, was Moses soll tun. Dann merkt Moses eine bronzene Schlange und hängt der hoch ab. Und wenn wer von der Schlange gebeten wird, kickt er die bronzene Schlange an und bleibt leben. Und er bleibt leben. Wie diese gemerkte Schlange, die was die Kraft hat, das wird ein gemerkte Ding, was Moses merken hat, hat das die Kraft, die Menschen zu heilen? No. Das wird nicht die Kraft, was er heilen hat. Aber was die Kraft hat, wird an Glauben, an Gott. Dass sie deuten, was Gott bestellt hat, was sie sollen tun. Und Simon merkt uns dort nicht sens, was uns als gesagt worden, was wir sollen tun, wenn uns was passieren wird, dann ist uns das als Simon nicht ganz deutlich, uns ist das nicht klar, wo sich das konsistent annehmen. Aber hier wird der Flauchste, wenn die Menschen Flauchste gedacht haben, na, was halbt das, wenn sie in eine bronzene Schlange kicken würden, dass sie dann würden geheilt werden. Aber Gott sieht, das hat Gott so bestellt, und die, was das gelaufen haben, die kickten die Schlangen einfach, und sie starben nicht. Interessant war ich. So, wir sind auch in der Gefahr. Ich glaube, sogar wir als Christen auch, wir sind in der Gefahr, dass wir diese Krankheit so gut kriegen als ein anderer Mensch. Die Krankheit ist von der ganzen Welt, hat viele Menschen angegriffen. Die haben vielleicht mal gehört, sogar Justin Trudeau, seine Frau, hat diese Krankheit gekriegt. Und das ist ein Don, dass das dreckige Menschen sind oder arme Menschen sind, die können diese Krankheit gar nicht im Stich gehen. Vielmals in der Vergangenheit habe ich gehört, wo Menschen können Krankheiten gedoktert worden, wenn sie viel Geld haben. Wenn du das so und so viel Geld hast, dann kosten eine gewisse steht vor, wo der Doktor dich kann helfen. Aber was je das ist ein Don, dass das reiche Menschen sind oder arme Menschen sind, die können das gar nicht im Stich gehen. Aber Gott kann uns beschützen und bewahren davon. In der Vergangenheit in der Bibel, da lesen wir auch von, wo Gott seine Diener sogar krank waren. Wir lesen von Apostel Paul. Er hat auch eine Krankheit gekriegt, was am Fleisch, ein Stachel im Fleisch gekommen wäre. Die Schrift sagt nicht, was das was wir kriegen, was das als was. Menschen merken sich verschiedene deutlich, aber die Schrift sagt nicht, was das wir. Aber das wird einer Slave, was am im Stich wäre, was am nicht maglich wäre. Das sagt in 2. Korinther 12, habe diese Geschichte, Vers 8, sagt er, ich habe den Herrn 3-mal der Wegen angehauen, dass mich der verloren macht. So ich habe hier am wieder im Stich. Er betet zu Gott, er fürchtet Gott, dass er am das soll wahrnehmen. Aber Gott, der dort nicht. Er sagt über seine Antwort wie, meine Gnade ist genug für die, weil meine Kraft ist eine schwache Menschen stark. Deswegen rede ich am liebsten von meiner Schwachheit, dass Christus seine Kraft in mir zu sein ist. So wir können auch in unseren Schwachheiten können wir Gott anvertrauen, weil dass er uns wird der Macht geben und der Kraft geben, dass wir können damit puchten, dass Gott in uns ist, wenn wir selbst auch schwach sind. So, ist das möglich, dass Christen so eine Krankheit auch kriegen können? Ich glaube, das ist. Ich las diese Weg, oder ich hielt diese Weg von einem Pastor, der gestorben war von dieser Krankheit. Er wird in North Carolina in ein Hospital gekommen von dieser Krankheit und er wird auch gestorben. Und weißt du, was das ganz schwanste Leben wird von dieser Familie? Das Prediger, das Älteste, seine Tochter wieder heimgekommen, der hat sein Vater all ein paar Wochen nicht gesehen. Und der hat so ein Verlangen gehabt, er will da noch besägen kommen sein, aber er wird nicht erlaubt, dass sie können ihr Vater besägen. Und der muss dort sterben, ohne dass der eins von seiner Familie können kommen nach Dresden oder was immer. So, und das wird in deiner Gottes, wie ein Pastor bei einer Kirche. Aber, so ich sagen, wir brauchen uns nicht fürchten,
was Gott erlauben hat, dort wo wir kriegen, und was er nicht will haben, was wir nicht sollen kriegen, da wo wir das dort nicht kriegen. Und dort ist ein guter Trost zu weiten, dass Gott hat die Macht über all das. Johannes 16, Vers 33 sagt dort, in diese, ich habe ihnen alle Döwegen gesagt, das habe ich ihnen alle Döwegen gesagt, dass sie in mir Frieden haben. So er sagt, in mir kann ihr Frieden haben. In dieser Welt habe ich Angst. Eine einzige Übersetzung sein, in dieser Welt habe ich Triebsoll. Wir wollen verschiedene Erfahrungen begegnen. Und dann sagt er, übersieht getrost, ich habe je in dieser Welt gewonnen. Er hat je in dieser Welt gewonnen. Er hat nicht bloß gewonnen über gewisse Krankheiten und gewisse Umstände, die wir begonnen haben, aber er sagt, ich habe je in der Welt gewonnen. Je in der ganzen Welt. Er hat Macht über die ganze Welt und alles, was dabei passieren wird. Er hat die Macht, er hat die gewonnen. Und wir können uns trösten, dass wir können nur ankommen und uns verloren. So, ich glaube, das ist Zeit für uns als Christen, was da vielleicht so zu sein sind. Wir sind Christen, aber wir sind vielleicht selber mit angeschlagen. Vielleicht selber angeschlagen. Und der Schrift sagt, es ist Zeit abzuweichen. Auf Epheser 4, Vers 14 sagt Paulus, es steht, du wegen es gesagt, werk ab, da du schlafst, und steh ab vom Tod. Da wird Christus die Licht geben. So vom jährlichen Tod abweichen. Da wird Christus die Licht geben. Und dann sagt er, seht vorsichtig, dass ihr durch das Leben gehen als kluge Menschen. Und nicht als Söhne, die nicht weiten, was der Sache gehört. Wir sollen vorsichtig sein. Aufmerksam sein, was der Raum uns ist. Dass wir können weiten, was der zu tun ist, was wir zu tun haben. Und dann sagt er in Vers 16, nutzt diese Zeit aus, weil es dort ist eine schlechte Zeit. Diese Zeit, was wir haben von der und Tag nach, das soll wir ausnutzen. Jeder Tag, der Gott uns geben wird, ist ein Geschenk von ihm. Und er sagt, wir sollen die Zeit ausnutzen. Jeden Tag ausnutzen, dass so viel von merken, als wir können. So viel als möglich ist. Und auch weiter, wir als Christen, wir haben das Verrecht, anderen Menschen das Gott nur recht zu geben. Wenn die Sonne sind, die in Angst leben tun, in Furcht leben tun, wie können die nur Gott wiesen? Wie können wiesen, dass Gott ist der, was der mächtig ist, was der Macht hat und was uns kann der Angst wegnehmen. Und dass wir können nur ausrufen, zu allen Tiden. Dus ik zei net, wanneer du een kind Gottes bist, dann hast du diese Macht zu haben. Und weet je, van der dag, wir leben in einem Tag, wo das viele Dinge sich verändern tun, aber das ist weer nach einem Tag, wo das die Gnadenszeit ist. Der Chef sagt, wenn du Jesus nicht hast als dein Herr und Heiland, du kannst ihn annehmen, weil es von der nach der Gnadenstag ist. Ich glaube, das ist sehr nötig, dass wir uns unser Segen tun, dass jeder Mensch, jeder Tauhorcher, wenn du Tauhorchen bist, wenn du nicht mehr weißt, wo du bist, ob du ein Kind Gottes bist oder nicht. Gott ist von der noch gnädig, von der ist der Gnadenszeit, der Entscheidung zu merken. Vielleicht haben wir den Heilsplan auf Ferien gehört. Menschen haben uns Ferien von denen verteilt und wenn wir in die Kirche gefahren sind, wir haben das gehört, wo wir können nur Jesus Christus kommen, dass wir können gerat werden. Aber vielleicht haben wir das bloß gleichaltig genommen und zur Seite geschoben. Vielleicht haben wir das bloß gleichaltig genommen. Und so denken, das fehlt mir gleich. Vielleicht läufst du bist in einer Christenfamilie hineingeboren, deine Eltern sind Christen. Vielleicht hast du auch Geschwister, die Christen sind, und läufst du vielleicht dort merkt die auch ein Christ. Aber weißt du was, lieber Tauhorcher, ich will dir was sagen. Dort ist nicht, was die ein Christ merken, das. Von dem Bruder oder deine Schwester oder deine Mama, deine Papa Christen sind, dort merkt die nicht ein Christ. Und jede Person muss sich die Entscheidung selbst merken. Du musst bei der Zeit kommen in dein Leben, wo du dort tauschtun ist, dass du bist ein Sünder. In die fehlt Jesus Christus, was die raten kann. Dort kann ich nicht für die tun, dort kann deine Eltern nicht für die tun, dort kannst nur du allein musst dort tauschtun.
dat du een zender bist, dat die veel te raden. En de Entscheidung merken, dat du dat was. De schrift zegt, van jou is de genodenstijd. Van jou is de tijd nog hier. De gelegenheid, die wat we kunnen nemen. Ik hoorde een Geschichte van een prediger van Dr. David Jeremiah, den ook veel mensen kennen. Hij vertelde een Geschichte van een man, wat ook niet een Christ was, en hij werd een super. Deze man werd een super, en hij had grote angst dat de dokter hij werd krank, de dokter wilde hem eenmaal dat afzeggen dat hij niet meer drinken zal. En dat had hem een grote angst gegeven. En als hij de dokter eerst zijn deed, hij voor de dokter zijn, en hij geeft hem veel slechte Nachrichten als dit, dat hij niet meer wil drinken zal. Hij geeft hem de Nachricht dat hij kreeg had, en hij had nog 6 Monate te leven. So hier wordt hij aan dat zijn leven, dat hij werkelijk met hem een. We leven eenmaal vielleicht ook mijn leven, ik ga nog lang te leven, ik ga nog een deel tijd met te bekeren, ik word het nog doen, vielleicht een andere dag, wanneer ik wat met passender zijn, vielleicht wanneer ik wat im Krankenbad zijn, oder wo immer. So, das Mensch, dat sagt, dat hij had dessen Plan ook al fertig gehört, aber immer war er bloß te Sieg geschoven en dat Tag gelaten. Aber nu ist er das angeworden, wie dat hij hat vielleicht eine karte Zeit te leven. Hat hij zich zijn Mein abgemerkt en hij had Jesus Christus angelaten als zijn persoonlijke Heiland. En dan meestens daarop weer hij gestorven. Weet je, en wat goed is dat, wanneer mensen die warning aannemen dat, wanneer God zijn woord horen dat, wanneer hij de gelegenheid krijgt, dat hij dan dat aannemen en Jesus Christus aannemen als zijn persoonlijke Heiland. En de schrift zegt, wir sollen noch nicht länger unsere Horten hart merken. Wenn wir sein Wort hören, dann nicht die länger den Hortloten hart merken. In Hebräer 3, Vers 15 sagt, so ist gesagt, dass von der, wenn ihr seine Stimme hören, dann verhört ihr Hort nicht. So er sagt, von der, nu groß, von der, wenn ihr sein Wort hören das, wenn Gott zu dir reden das, wenn der Heilige Geist die abmuntern das, dass du sollst uitroepen naar arm. Nicht den Hort dann hart mehr an. Und dann davon gehen und davon verjähren. Du weißt gar nicht, so viel lesen, du weißt nicht mal, was der Eng von dessen Tag wird sein. Oder was morgen wird sein. In 2. Korinther 6, Vers 2 sagt Paulus es das. Er sagt, aus der Zeit heim, jünd gnädig zu sein, hier ik kunt en als de dag kwam, junt raden, halb ik kunt. En dan zegt hij, horch mal, de ongeneme tijd is nu, de dag junt raden is nu. Nu is de tijd, dit is de tijd wat we hebben. Dit is de tijd wat die brokken moet, wat die neemt is, tam am onroepen. De tijd is nu, niet dat langer afschuiven. Niet dat gelijk altijd nemen en ze denken dat u hast nog lang te leven. So dann frage ich dich, lieber Zuhörer, wo immer du bist, wer immer du bist, du weißt, wo das mit dir steht. Einige Menschen, die haben so einen Glauben, die sagen, ich kann das nicht weiten, als ich kann geraten werden. Weil die Schrift sagt das ganz klar, dass wir können das weiten. Wir können das weiten, als wir können geraten werden. Und Gott will auch haben, dass wir sollen geraten werden. Wir sollen gleich uns Leben durchmerken im Zweifel, ich kann nicht näher weiten, wo das Raum nehmen mit mir, wenn ich mit dem Einkommen von meinem Leben. Die Schrift sagt, dass wir sollen das weiten. Hij wil ons dat klar merken. So viel die Taraden, lieber Tauhira, weißt du dort, dass du hast diese Entscheidung nach Himmel gemerkt? Ich würde die anklauen. Nimm diese Zeit wahr. Klar, wo du nu von dir bist. Dort nach am uitroepen. Alles, was du brauchst tun, ist dort toestehen, dass du ein Sünder bist und dass du hast gesündigt. En die fehlt deine Sünden zu vergeben, die fehlt zu raden. Und dann sagt Jesus Christus, ich glaube, dass du Gott sein Sehen bist, und bist gestorben und abgestanden. Vergib mir meine Sünden und wasch mir rein. Und dann zu ihm sagen, ich lade dich an, in mein Hort anzukommen, in mein Herr und Heiland zu sein. Weet je, dat is wat dat brokken dat. Dat braucht eine lange Zeit, wo wir uns erstmal reinmerken und verrückt sein, dann die Zeit, wo ich das tun. Das habe ich von der tun, nie groß. Das tauscht tun, dass du ein Sünder bist und die viel zu raten.
en dat u het geloofst dat God, Jesus Christus Gottes Sohn ist und er ist gestorben und abgestoßen für die. In 1. Johannes 1, Vers 9 sagt er, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns die Sünden und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wat je dit woord hier, dat laatste hier, van alle Ungerechtigkeit. Er sind so eine Menschen, die sagen, ich habe so eine grobe Sünden begonnen, mir kann Jesus nicht die Sünden vergeben. Und du bist auch recht, das ist von den Feind. Wenn du so leben lässt, das ist von den Feind. Das ist nicht, was die Schrift lehren wird. Er sagt, er wird uns reinigen von aller Ungerechtigkeit, wenn wir unsere Sünden bekennen. Wir müssen einmal die Sünden bekennen, das Tauschstone, das wir gesündigt haben, und dann frei und das Heil uns volle Sünden vergeben. Und dann Römer 10, auch Versen, wo wir uns vertrauen sagen, sagt, wenn du mit dem Mühl Jesus als Herr bekennst und glaubst, dass Gott ihn vom Tod abgeweicht hat, wirst du selig. So hier sagt er dann, wirst du selig. Das ist kein Zweifel, kein Vielleicht, oder da wird ich eine Zeit brauchen, das wird bei dir kommen. Er sagt dann, wirst du selig. Und wer vom Horten geläuft, so hier können wir hier, das braucht Glauben. Sagt, wer vom Horten geläuft, wird gerecht, und wer mit dem Mühl bekannt, wird selig. War der wird selig. Die Schrift sagt, wer immer an ihm geläuft, wird nicht geschont worden. Du wirst nicht geschont gemerkt worden, wenn du an ihm glauben lässt und utropen lässt nur an. Vers 13 sagt, wer immer den Herrn in seinen Namen anruft, wird selig worden. Ich habe das hier, kannst du das hier, dass das meint, für jeden einen Sender, der diese Entscheidung noch nicht gemerkt hat, der kann diese Entscheidung merken. Klar, von dir. So, ich weiß nicht, wo du bist. Ich weiß nicht, wo jeder einer ist. Das ist sagen, dass jeder einer, der weiß selbst, wo er ist, wo das man am steht. Aber ich würde tauroden. Nimm diese Zeit wahr. Nimm die Gelegenheit von dir. Lass das von dir der Tag sein, was die nie Geburtstag kann sein. Den jährlichen Geburtstag. Ich will noch zum Schluss bis noch für jedem einbeten, dass Gott sein Frieden kann über uns kommen und sein und dass wir können uns ab ihm vertrauen, zu allen Tiden, in dieser Zeit, wo wir auch bei sind. Weil wir zum Schluss noch beten. Gott, himmlischer Vater, wir kommen zum Schluss für dich und wir danken dir, Gott, dass wir so viel Schriftstellen haben in der Bibel, in dem Wort, wo wir können uns nur drehen, zu allen Tiden, wo wir bei sind. Wenn die Sonne sind, wird in Angst leben down und sie weten nicht mehr, wo sich das alle Tag was rannehmen, dass die kann sich nicht die drehen, dass du wirst einen Frieden geben. Innerliche Frieden, was kann ihn beschützen und ihn bewahren in dieser Zeit, wo wir beim Leben down. Dass sie nicht blocken in Angst leben. Dankeschön dafür, Gott. Und ich bitte, dass wir das würden annehmen. Und Gott, ich bitte für so eine, die noch nicht näher weten, wo sie bei dir stehen, ob sie gerat sind oder nicht. Da du ihnen wiesen, wo sie sind. Und dass sie das neidig haben, die anzurufen aus ihr persönlichen Heiland. Von dir, willst von dir nach der Zeit erst. Ich danke dir, Gott, dass du uns diese Zeit von dir noch geben hast, dass du noch die Gelegenheit hast, sich die zu übergeben. Möchtest du in jedem einen Frieden geben. Und da, was ich noch nicht haben, zu dir gedreht, ich bitte, dass du einfach tragen. Du sagst, bitte, der Herr tragt uns, dann können wir nicht in die kommen. Und ich danke dir dafür, und ich bitte, dass du viele Menschen in dieser Zeit tragen, dass sie würden die Entscheidung merken und sich die übergeben, dass sie keinen Frieden haben und Frieden haben, zu weiten, wann hier auch diese Krankheit übernehmen wird und sie auch sterben dann, aber dass sie dann keinen Platz haben im Himmel, wo sie können hingehen. Dass sie den Frieden haben und den Frieden haben, musst du in jedem einen den Frieden geben. Ich danke dir noch einmal, Gott, für deine Wehe, die wir haben. Musst du jedem einen segnen, wenn die, was immer die tun, wo sie sind, wo sie Tauhörchen tun, musst du das wieder zu uns segnen. Ich bitte auch, Herr, für unsere nächste Andacht, die englische Botschaft, dass du wirst Pastor Hermann auch segnen und Frieden geben, das Wort fertigbringen, dass wir möchten noch viel Frieden aus das Wort kriegen. Musst du am segnen und leiden und führen. In dem Namen beten wir das mit Danksagung. Amen.